Hallo und willkommen zu der allerersten Spezialfolge von den Nerdy Birds. Heute haben wir ein spezifisches Thema, wo nur die dabei sind, die etwas darüber erzählen können. Und das ist Legend of Zelda Breath of the Wild. Und zwar werden wir da voll in die Materie hineingehen. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir tun zuerst noch eine Spoilerwarnung durchgeben, bevor es dann wirklich reingeht. Also am Anfang könnt ihr easy nach peasy noch ein bisschen mithören, wenn ihr wollt. Und dann sagen wir ab jetzt abstellen und dann könnt ihr abstellen. Gefälligst und das Game spielen. Gottfriedstutz. Das ist jetzt aber so verlieren wir Hörer. Ja, schon ein bisschen. Ist gleich. Mit dabei ist der Raffi. Hey! Hey! Und ich bin der Chris. Und hey, Chris. Ja, es sind nur wir zwei natürlich, weil Daddy und der Andi stinken. Ich meine, sie haben keine Switch und kein Wii U. Ja, wobei der Andi hat jetzt seine Switch. Ah. Ja, und ich verstand es nicht, wie er jetzt einfach noch findet, ja, weißt du, Horizon Zero Dawn muss ich jetzt selbst noch komplettieren, weißt du, und so, es ist mega geil. Und von der Decke, du hast eine fucking Switch und ein Breath of the Wild und du spielst PS4, hast einen an der Waffel. Darum ist er heute nicht dabei, weil er gehört da einfach nicht an. Fertig. Genau. Das ist nur für die richtigen Hardcore-Dudes, wie der Raffi und ich eine sind. Nein, ist natürlich schon so. Er hat auch gesagt, eben, Horizon Zero Dawn sei eines der besten Games, die er in Jahren gespielt hat. Und ich so, ja, ist logisch, du hast Breath of the Wild noch nicht gespielt. Und ich weiss es, dass er mir recht geben wird, sobald er das spielt, weil ich meine, ich werde Horizon auch noch fertig spielen. Ich habe 2 Tage gespielt und seit Breath of the Wild draussen ist, habe ich es nicht mehr angelangt, weil ich einfach A, keine Zeit habe und B, einfach Breath of the Wild so viel interessanter ist halt. Also eben, Horizon ist nicht schlecht, Breath of the Wild ist einfach viel besser. Ich weiss aber jetzt nicht, ob er wirklich genau so begeistert wird sein, wie es du bist oder ich es bin, weil es wird sein das erste Zelda sein, das er wirklich komplett so für sich spielt an einer Konsole. Mhm. Also wirklich eintauchen will. Es wird sicher ein hübscher Einstieg für ihn sein, aber ich sage jetzt, die ganzen Easter Eggs schnallt er nicht. Ja, also weißt du, ich finde auch, der Nostalgiefaktor ist schon etwas, wo man nicht darf auslassen, das ist schon so. Ja, bei der Von dem her sowieso nicht. Klar, ja, logisch. Das baut ja zum Teil auf dem auf. Aber das Game ist auch außerhalb von dem eines der besten Games, die es je gegeben hat. Also da sind sich auch Leute einig, die vorher noch nie ein Zelda-Game gespielt haben. Es hat sehr viele Leute gegeben, die gesagt haben, ich habe noch nie etwas gespielt und alle haben von dem geredet, jetzt habe ich es probiert und ich liebe es. Und jetzt gibt es sogar Leute, die wegen dem Game die alten Zelda-Games ausprobieren. Und das ist das Beste, was auch passieren können. Ja, weil sie einfach grafisch ein bisschen enttäuscht sind. Und, ja, aber ich meine, du kannst nicht das Nintendo 64-Game spielen und erwarten, dass du High-End Frostbite-Engine überkommst. Ja, höchstens ist 1994. Nein, 98. Später 98, ja. Ich schneide es recht. Ja. Das ist, es ist ja nicht 1998. Okay, ist gut. Nein, ich bin bei der SNES gewesen. Ich bin noch anders gewesen. Ist okay, das ist aber 1992. Nein, aber im 94 ist, wie heisst es, A Link to the Past. Ja. Ist 94. Okay, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Komm bitte, stimmt's. Sollen ja, ist ja gleich, wegen diesen paar Jahren. Wegen diesen paar Jahren. Ja. Ja, was kann man über Breath of the Wild sagen? Es ist eines der am höchsten prisensten Games aller Zeiten. Es hat einen Metascore im Moment von 97. Wow. Stimmt das noch? Jawohl. Auf der Switch hat es einen Metascore von 97, auf der Wii U 96. Und ich glaube, das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass auf der Wii U hast du halt eine weniger gute Framerate. Also ja, die kann schneller zusammenbrechen, weil die Maschine halt einfach nicht so stark ist wie die Switch, oder? Ja, ist klar. Sie haben auf der Switch auch ein paar Probleme gehabt in gewissen Gebieten, dass es angefangen hat zu stottern, aber mittlerweile ist das mit Software-Patches ist das geflickt worden. Also sehr vieles sollte jetzt viel flüssiger sein als am Anfang noch, ja. Okay. Ich habe mal gemeint, dass Ocarina of Time einen besseren Metascore hat, und zwar 99. 98, soweit ich das richtig in Erinnerung kann. Also ich bin jetzt gerade schnell auf Metacritic gegangen und sehe da 99. 99, tatsächlich? Ja. Aber man muss aber auch sehen, für
damals ist es das One and Only gewesen. Ja, das war bahnbrechend zu dieser Zeit, das ist schon so. Ich meine, das ist eines von der ersten... Verdient. Absolut, ja. Plus, was man natürlich auch noch sehen muss, der Metacritic-Score setzt sich auch zusammen aus Review-Scores von ganz vielen verschiedenen Leuten. Ja. Und zu dieser Zeit hat es viel, viel weniger gegeben. Weißt du, wo Game-Reviews gemacht haben online und so Magazine und so Zeugs, wo ihre Punkte und ihre Points vergeben haben, oder? Von dem her wird es immer schwieriger, einen perfekten Score anzukriegen, weil die Share einfach grösser ist. Du hast immer mehr Leute, die sagen werden, das ist cool gewesen, aber es ist nicht mein Lieblingsgame. Eben, der Jim Sterling, der 7 von 10 hat zum Beispiel. Aber über das haben wir ja schon geredet. Bist du gerade triggert, hä? Ja, gerade so. Wo ist er denn? Wo ist er? Es war auch geschichtlich super gewesen. Ja. Also Breath of the Wild meinst du? Ja, nein, so Ocarina of Time. Ich bin jetzt immer noch dort. Ja. Ja. Klar, ich meine, eben, Ocarina of Time hat etwas sehr Cleveres gemacht, oder? Sie haben gewusst, ich meine, das ist zu der Zeit gewesen, wo der Boom von der Konsole gerade erst richtig angefangen hat wieder, oder? Ja. Und danach haben sie gewusst, okay, mehr Leute werden das als erstes spielen, als dass Fans von der Serie das Game spielen werden. Und Ocarina of Time ist das erste Prequel gewesen, also nein, das stimmt nicht, es ist Zelda 1 und 2 ist rausgekommen, dann ist Link to the Past gekommen, genau. Und Link's dann haben Awakening. ja, warte schon. Und Link to the Past haben sie gesagt, das spielt vor Zelda 1 und 2. Und für die meisten Leute ist das so, wow, okay. Und dann kommt Ocarina of Time raus und dort haben sie wieder gesagt, das spielt vor allem anderen. Und alle so, ja, aber wie jetzt? Oder? Darum, Ocarina of Time ist der Anfang gewesen, oder? Für sehr viele Leute. Und das ist halt gewesen, bevor die meisten Leute angefangen haben, über Timelines zu philosophieren und wo welches Game ist und bla bla bla, in welcher Zeitlinie und in welcher Zeitspanne und das Zeugs. Ja, das ist jetzt auch erst gekommen, weil es einfach viel mehr Spiel gibt. Eben genau, und, ja. Und du willst ja irgendwo wissen, wo bist du jetzt, oder? Ja, Also, ich glaube, die Diskussion wegen der Timeline und wo welches Game stattfindet und so, hat angefangen bei Wind Waker. Oder? Weil halt sehr viele Leute so, ja, aber wie genau funktioniert denn das? Und in Wind Waker wird Zeugs erzählt, wo in Ocarina of Time passiert, oder? Das heisst, Wind Waker muss nachher spielen. Und dann ist aber Twilight Princess rausgekommen und dort hat es geheißen, das spielt auch nach Ocarina of Time. Und danach haben alle angefangen so skeptisch zu sein, ja, also was ist jetzt, oder? Was ist da die Reihenfolge? Wieso? Es geht ja gar nicht auf, oder? Und danach haben die Leute angefangen, die ganze Theorien zu machen, oder? Das Und ist cool es gibt eine ganze Ecke auf YouTube über das, einfach die Timeline Theorists heissen die, wo einfach Videos aufgeladen haben und ihre Ideen, warum welches Game in welcher Reihenfolge passiert ist und all das Zeugs. Und ich bin recht lange dort in dieser Ecke rumgegurkt und habe nach Antworten gesucht. Und bis das Heilige Buch gekommen ist. Bis die Zelda-Bibel rausgekommen ist, wo dann drin gestanden ist, wie das die effektive Reihenfolge ist. Ja. Zum Timeline-Placement von Breath of the Wild können wir natürlich nachher auch noch etwas erzählen, Genau. aber das machen wir dann im Spoiler-Bereich, weil dort geht es natürlich um Story. Ja. Möchten wir vielleicht gerade mal ganz kurz über unsere Eindrücke vom Spiel an sich schwätzen? Unbedingt. Also jetzt, ich finde die Story, wo wir noch nicht viel davon schwätzen, finde ich ganz hübsch. Schön aufgebaut, nicht ganz einfach zugänglich, aber es gefällt mir. Es hat mir ein paar Hühnerhaut-Momente gegeben, Ja. was aber sicher auch damit zu tun hat, dass ich das Spiel schon gekannt habe. Oder? Ja. Also, ja. Es ist natürlich schon so. Dass ich nicht zu viel sage. Ja. Aber es ist schwierig. Können wir nicht Spoilerwarnung jetzt schon Nein, noch nicht. Es ist so. Es ist natürlich schon so, gell? Ich meine, wenn du weißt, okay, oder Legend of Zelda, das heisst entweder Triforce oder Master Schwert oder Zelda oder Ganon oder alle diese Sachen und du wartest auf die Momente und die Frage ist nicht, kommt's, sondern wie kommt's? Ja. Es ist wie wenn du, das ist jetzt ein schwieriges Beispiel, aber die Star Wars Prequel Trilogie zum ersten Mal schaust. Also Episode 1 bis 3, oder? Ich meine, du weißt, dass der Anakin am Schluss zum Darth Vader wird, aber die Frage ist nicht, wird er zum Darth Vader, sondern wie wird er zum Darth Vader? Genau. Und wann passiert's? Und auch, dass du die Anzeichen anfängst merken, das ist natürlich auch die ganz spannende, auf das ist es aufgebaut. Es geht eigentlich hauptsächlich um das. Also, Ja. so habe ich das empfunden.
Ja. Und ich habe es natürlich mega gefeiert. Ja, Und wie eben. kann so ein herziger Bub so ein böser Mensch werden? Ja, gell? Es sind immer die Umstände. Immer die anderen Ja. sind schuld. Das sind die anderen. Nein, eben. Kommen wir zurück zu Zelda. Ja, das Game hat mich auf ganz verschiedene Arten berührt. Das klingt wahnsinnig wüst. Ich meine, das Game das Game ist nicht nur super, was Gameplay angeht und Story und so, sondern du hast auch ganz viele verschiedene andere Komponenten, die nicht theoretisch Game-Mechaniken sind, die eingebaut worden sind. Die ganzen sozialen Komponenten. Zum Beispiel, meine Freundin und ich, wir haben das Game gleichzeitig angefangen zu spielen, parallel. Oder? Und wir haben nach 10 Minuten sind wir schon, also nein, nach einer Stunde und 10 Minuten, kaum sind wir aus dem Stadtgebiet draussen gewesen, haben wir einander können auf den Bildschirm schauen und haben komplett unterschiedliche Sachen gesehen. Ich bin auf einem Ross am Umreiten gewesen, sie ist irgendwo einen Turm drauf geklettert und wir beide einfach so, wo bist du angegangen? Und das ist etwas, was ich einfach so cool gefunden habe. Du hast Sachen entdeckt und du hast wirklich das Gefühl gehabt, dass du etwas entdeckt hast, was noch nie jemand vorher gesehen hat. Ja. Und du hast können online gehen und weißt, die Sachen teilen gehen und so mit den Leuten. Und die haben dir wieder Sachen gesagt. Und dann hast du wieder irgendwo ein Video gesehen, wo einer das und das hat können machen. Und dann denkst du so, Ja. wow, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen bis jetzt, oder? Und ganz viele solche Sachen. Und das Game ist... Jemand hat einen mega guten Post gemacht irgendwo. Das war eines der besten Multiplayer-Games in Jahren gewesen, das Game. Okay. Weil... Obwohl es offline Du- ist. und, genau, und es ist die Multiplayer-Komponente in diesem Game ist einfach eine soziale Komponente, oder? Du redest mit den Leuten drüber und du tust deine Erfahrungen teilen, so wie wir das jetzt machen, oder? Und du erzählst Sachen, die du entdeckt hast und die anderen Leute erzählen dir andere Sachen und dann kannst du einfach eine Art dich so aufwiegeln, oder? Und alle sind aufgeregt und freuen sich und so und es wird viel mehr darüber geredet und dann wird wieder mehr gekauft und es ist verrückt, oder? Wie gut das Game läuft, oder? Weil einfach nicht, weil es nur ein gutes Game ist, sondern weil es die Leute unterstützt, beziehungsweise anspornt, mehr darüber zu reden und einfach sich auszutauschen mit den Erlebnissen, die sie haben. Genau, also ich würde auch sagen, dass das Spiel fast ein bisschen in eine neue Erfahrung hineingeht, weil das, was du erlebst, ist eigentlich Spiel. Die Story wird fast zur Nebensache. Genau. Selbst die Quests werden zur Nebensache. Wir werden die gleichen Quests gemacht haben, die gleichen Shrines besucht haben und unter anderem die gleichen Schatztruhen gefunden haben, aber wie ist immer anders. Genau. Oder? Und ich sage, das ist das, wo mich jetzt auch packt an dem Spiel. Das ist der grosse Unterschied zu den anderen Spielen. Bei den anderen Zeldas hat man die gleichen Bosses geil gefunden. Man hat sich nach dem Abschluss von einem Dungeon auf den gewissen Dungeon, der nachher kommt, gefreut. Oder? Oder es hat einem angeschissen, wenn man es jetzt wieder gespielt hat. Also, oh nein, das muss ich das und das noch machen, aber dann kommt ja das, oder? Das ist so das gewesen, was mir das alte Spiel gepackt hat. Und jetzt geht es auch wirklich ums Erkunden. Oder? Und eben, du kannst 200 Spielstunden haben, aber gleich mal neu noch nicht gewesen sein. Genau, ja. So, das ist natürlich das Tolle, oder? Du hast einen Lieblingsort, wo gewisse Gegner sind und du willst es immer wieder anders machen. Ja, Oder? voll. Ja. Komm, ich hau die Spoilerwarnung rein. Ja, ich würde auch sagen. Also, Spoilerwarnung, ab sofort. Das heisst, wenn ihr das Game noch nicht gespielt habt, dann könnt jetzt einfach bitte abstellen und könnt gamen. Und wenn ihr sonst jetzt noch da sind, dann ist es euch entweder gleich oder uns ist es gleich. Also, Offiziell. wenn wir schnell, ich mache schnell einen kurzen Recap von der overarching Story. Bist du dabei? Okay. Okay, Ja. gut. Also, das Game spielt nach Ocarina of Time. So viel ist relativ klar gewesen von Anfang an. Es spielt aber offenbar mindestens mehr als 10.000 Jahre nach Twilight Princess. Offenbar in der Twilight Princess Timeline. Und die Story im Game ist folgendermaßen, dass vor 10.000 Jahren Chikas
mega hoch entwickelt sind. Sie sind technologisch mega fortgeschritten gewesen. Monster und so sind kein Problem mehr gewesen, weil einfach alle die Maschinen hatten, die sie beschützt haben. Sie haben die Türme bauen, wo das können alles beobachten immer. Sie haben Guardians gehabt, also Wächter, wo sie beschützt haben, so roboterartige. Allen ist es super gut gegangen. Und dann hat der Ganon aus irgendeiner Form wieder angegriffen und die Prinzessin hat sich einen Held ausgesucht und 4 wie heisst die auf Deutsch? Recken. Was? Die Recken. Recken? Wirklich? Ja, ist wow, komisch. das klingt hure lame. Ja. Wie heisst es auf Englisch? Ich bin gerade am Studieren, ist jetzt gerade peinlich. Champion. Mit diesen 5 Leuten zusammen hat sie dann können das Beast besiegen, also bannen sozusagen. Und zwar ist der Held dazu da, um sie beschützen in erster Linie, und halt zum auch wirklich gegen ihn kämpfen, während die 4 Recken oder Champions 4 riesige Megaswords umsteuern und damit eigentlich das Beast angreifen und dem seine Monster auch. Von dem her so ein bisschen Teamwork, yay! Und genau. Und dann, 10'000 Jahre später, 100 Jahre bevor das Game eigentlich anfängt, haben sie angefangen, die Zeichen wieder zu erkennen, dass offenbar früher oder später wieder Zeit wird, dass der Ganon wieder auftaucht. Und danach haben sie die Ruinen entdeckt von den Sheikahs. Und dann haben sie die Türme ausbuddelt und die ganzen Roboter und all das Zeugs und haben gemerkt, okay, cool, die können wir brauchen, um uns zu verteidigen. Also haben sie wieder Champions gesucht und haben die trainiert. Und der Link, wo man jetzt tatsächlich spielt im Game, ist auch ausgebildet worden, seit er ein Kind ist. Und danach sind sie sich am Parat machen gewesen, um gegen den Ganon zu kämpfen. Aber in dem Moment, wo der Ganon zurückgekehrt ist, hat er gemerkt, haha, ich gehe nicht zweimal auf den gleichen Trick rein und hat alle Roboter, die eigentlich hätten sollen Hyrule beschützen, selber übernommen und als seine Armee eingesetzt. Alle Guardians sind sofort gekillt worden. Der Link ist mega übel verwundet worden, also so auf der Kante zum Sterben. Und Zelda hat es gerade noch geschafft, ihn in die Restaurationskammer zu verfrachten und sein Schwert mitzunehmen und im Wald zu verstecken. Das heisst, das eigentliche Game fängt an, 100 Jahre nachdem der ganze Kampf gescheitert ist. Also nachdem der Link fast gestorben wäre. Und all das Zeugs, was ich jetzt erzählt habe, erfährst du erst im Verlauf des Games. Und das Coole ist, nur wenn du wirklich willst, wenn es dich interessiert. Du kannst alles skippen, du kannst die ganzen Dialoge komplett auslassen. Du kannst eigentlich, wie wir hier schon erzählt haben, wo wir das erste Mal ganz kurz darüber geredet haben, du musst das Wenigste machen. Du musst am Anfang ein Startgebiet machen, einfach damit du mit den nötigen Gameplay-Mechaniken dich auskennst und danach bist du frei und kannst machen, was du willst. Du kannst die Story komplett ignorieren, direkt mit dem Ganon fighten gehen oder einfach anderes Zeugs machen. Oder du kannst dich voll reingeben und dich darauf konzentrieren. Ja. Jetzt muss der Link natürlich im Verlauf von dem Game die 4 Beasts, also die 4 riesigen Roboter, befreien gehen. Titanen auf Deutsch. Titanen, okay. Die 4 Titanen befreien gehen, die unter dem Einfluss vom Ganon sind. Und das macht er, indem er innen hineingeht. Und dort drin sind dann die eigentlichen Dungeons von dem Game. Es sind nur 4. Und ja, wenn er das gemacht hat, dann kommt er von jedem von den toten Recken noch ein Goodie über, das er brauchen kann, wo ihn besser oder stärker oder schneller macht. Ja, und wenn das geschafft ist, dann geht es Richtung Hyrule Castle. Also eben wie gesagt, man kann jederzeit vorgehen. Es ist einfach wesentlich einfacher, wenn man zuerst die 4 Divine Beasts befreit. Und dort kann er gegen den Ganon kämpfen, wo von der Zelda offenbar seit 100 Jahren einfach festgehalten wird. Und gerade in dem Moment, wo der Link reinläuft, hat sie keine Kraft mehr zum Heben. So typisches Zelda-Timing. Und ja, so, ja, so und so viel, genau jetzt, ich mag nicht mehr. Ja, anyway. Der Ganon befreit sich und es ist einfach, es ist ein dämonenartiges, spinnenartiges, hybride Monster. Es ist übel, aber es hat einen roten Bart. Das ist schon mal gut. Das ist wichtig. Ja, nachdem du den besiegt hast, also nachdem du ihn heftig auf den Grind gegeben hast, stirbt er und seine pure, geistige Form materialisiert sich, also sein purer Hass materialisiert sich zu einem riesigen Schweinemonster
Ebene von Hyrule raus und dort musst du dann auf dem Ross nochmal gegen ihn kämpfen. Zelda gibt dir einen coolen Bogen, der mega starke Pfeile verschießt und du hast unendlich Munition und dann musst du einfach Mega cool. auf 3 leuchtende Teile auf seinem Körper schiessen und danach ist er tot. Das ist ja so klassisch. Ja. Von dem her, das ist eigentlich schon die Story. Du hast ganz viele optionale Sachen, die du kannst finden. Es gibt zum Beispiel, du kommst so das Gerät über am Anfang vom Game, das Sheikah Slate. Es ist ein portabler Computer mit Kamera drin und alles mögliche. Und du musst mit dem kannst du in der Welt rumlaufen. Ja, es ist ein Tablet-Computer eigentlich. Und du kannst mit dem in der Welt rumlaufen. Manchmal findest du Stellen, wo der Link kann sich wieder an Erinnerungen erinnern, die er verloren hat, weil er halt so lange geschlafen hat, hat er alles vergessen natürlich. Oder? Und eigentlich die ganze Story kriegst du eigentlich nur mit den Erinnerungen mit. Und zwischen ein paar Dialoge. 90%. Ja, und zwischen hast du oft, wenn du Trecker noch triffst, kommst du so ein bisschen Hintergrundwissen in Form von kurzen Cutscenes mit über wer die sind und wie du sie kennengelernt hast oder wie sie zu dir stehen. Genau. So, das ist das. Also wirklich, bei dem Spiel ist die Story eigentlich optional. Genau. Das ist also speziell. Für Zelda sowieso, ja. Extrem. Das ist wirklich... Die alten Zelda sind ja wirklich relativ ziemlich linear gewesen. Ja. Also, storymäßig zumindest. Genau, es hat auch eine Reihenfolge gegeben, wie welche Tempel du hast auch andere mal vorher machen, wenn du richtige Items gehabt hast, aber Genau. hauptsächlich bist du eigentlich in einem Dungeon ein Item geholt, mit dem Item hast du können im Dungeon weiterkommen und am Schluss auch noch den nächsten Dungeon besuchen. Das Item, genau, das mit dem Item den nächsten Dungeon können erreichen. Oder du hättest rein theoretisch auch alle Dungeons können besuchen und alle Items holen, aber wärst nicht weitergekommen, weil dir etwas gefehlt hat für den Schluss. Ja. So. Auf eine Art vermisse ich das aber ein bisschen, ganz ehrlich. Das Entdecken ist genial. Ja, wenn du natürlich eine fixe Storystruktur hast, dann ist es mehr wie ein Film. Oder? Ja. Das heisst, der Game Designer weiß genau, in welcher Reihenfolge dass der Spieler was sieht und kann sich auf das voll konzentrieren. Und so hat die Story müssen so geschrieben werden, dass, wie sie halt gewusst haben, die Spieler werden sie in jeder Reihenfolge schauen können, also muss es immer Sinn machen. Du kannst nicht Sachen machen, wo du Wissen brauchst zu etwas anderem. Ja. Und das hat es natürlich, das haben sie halt müssen anpassen, oder? Du musst halt es ist eine ganz andere Erfahrung, oder? Eben, das ist ja nicht minderer Wert, sondern einfach komplett anders. Genau. Oder? Ich habe mich aber gleich müssen, damit anfreunden, weil ich halt so ein typischer, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, oder? Ja. Und vor allem, wenn es um eine Spielreihe wie Zelda geht, wo man wirklich schon so lange begleitet und so viele schöne Stunden, Monate oder Jahre geschenkt hat. Wenn es plötzlich anders ist, ist das schwierig, aber es ist effektiv okay. Es ist ein geniales Spiel, aber ich hätte gerne ein bisschen Dungeon, weißt du nicht, so ein Dungeon, verstehst du? Yeah. Wo es auch aussieht, zum Beispiel beim Todesberg, irgendeine Höhle, wo das Lava oben runtertropft und viele Gegner rum sind, ein Zwischengegner, sich durchkämpfen, oder? Und die Titanen, die sehen eigentlich alle gleich aus. Also so rein, innen drin, ja. Innen drin, so rein optisch und die Rätsel sehr überschaubar. Du kannst bei jedem Titan ein bisschen etwas verstellen und dann verändert sich ein bisschen etwas dort drin, aber schlussendlich ist es, ganz wenig Gegner. Also ich habe sie nicht mal richtig wahrgenommen. Im Eingangsbereich hast du vielleicht 1-2 Gegner und das war's dann. Und auch die Endgegner sind so... sehen alle auch optisch ein bisschen gleich aus. Sie können ein bisschen etwas anderes, aber... Sie sind natürlich basiert auf dem Ganon. Natürlich. Das sind ja alles eigentlich Ganon-Kopien. Genau. So. Das sind so Ganon-Lights, sozusagen. Genau, so wie damals Phantom Ganon. Genau, ja. Im Waldtempel. Ja. Oder in zwar cool gefunden. Wind Waker. In der verwunschenen Bastion. Genau. So. Das macht das Spiel nicht schlechter. Nein. Aber ich hoffe halt eben doch, dass sie vielleicht noch ein bisschen so etwas einbauen.
Nachdem man ja, das Spiel ist ja eigentlich erweiterbar. Ja. Oder? Also, sie könnten überall irgendeinen Eingang für einen Dungeon bauen und den auf die Richtung reinsetzen und dann Klar. hast du etwas Neues. Oder? Wie gesagt, also... Wir wissen nicht, was halt DLC alles kommt. Also die zwei, die sind bekannt. Genau. Was kommst du da über? Der Master Trials ist das erste, was kommt, oder? Genau. Das sollte im Sommer kommen. Da hast du auch so eine Ebenenhöhle, das heisst Prüfung des Schwertes. Genau, Da hast das du ist einfach... mega cool. Ja, Das da Coole kannst du ist auch, es ist, ein bisschen rumfighten und immer weiterkommen, oder? Ohne ja, Rüstung. aber genau, du fängst mit nichts an. Es ist eigentlich Genau. wie Eventide Island. Das müssen wir vielleicht auch noch erwähnen. Das ist etwas, wo wahrscheinlich die beste Quest ist im ganzen Game. Ja, und dort sind sich alle einig. Die lässige Insel. Genau, du findest irgendwie, zum Beispiel, du findest ein Floß und siehst eine Insel am Horizont und fährst einfach mal dort hin. Und in Ich dem bin Moment, übergeflogen. das geht natürlich auch, du kannst auch einfach überfliegen, wenn du genug Stamina hast, oder? Ja, Dann ich kannst du habe das. gut etwas zusammengekocht, gut Buff-Food. Genau. Ich bin übergeschwommen mit dem Floß. Okay, Und siehst du? in dem Moment, eben genau, du spielst ja. das Game und jeder hat seine Ich eigene weiss. Story nachher. Das ist so geil. Eben, Das ist du cool. landest auf deren Insel und in dem Moment, wo du Fuß auf die Insel setzt, wird dir das ganze Equipment einfach weggenommen, was du hast. Das heisst, all deine Rüstungen, all deine Waffen, all dein Essen, alles weg. Du bist nackt dort. Das Einzige, was du noch hast, ist der Gleiter, den du am Anfang vom Game bekommst, und die Runen, die du brauchst, zum Beispiel Sachen aus Metall lupfen oder Zeugs in der Zeit eingefrieren und solches Genau. Zeugs. Auf das ganze Zeugs, was du auf dem Sheikah Slate hast, das nimmt es dir nicht weg. Genau. Und dann nachher heisst es einfach, hey, du hast da drei so Kugeln, die du musst in die richtigen Podeste tun musst. Wenn du das gemacht hast, dann schaffst du die Challenge und dann kommst du alles wieder rüber. Und dann musst du das einfach schaffen. Und du musst Zeug sammeln zum Kochen, du musst wieder Stöcke aufsammeln zum Gegner bekämpfen. Es ist wieder Anfang vom Game einfach konzentriert und mit schwereren Gegnern. Und das Highlight ist ein riesiger Hinox, den du bekämpfen musst, damit du seine Kugeln kannst nehmen, um die Prüfung eine Art abschliessen. Und der ist natürlich recht schwierig, wenn du nur so Holzstöcke findest, die am Boden liegen. Also musst du schauen, dass du die richtigen Ingredienzen und so findest. Oder? Du musst Buff-Food machen, du musst alles Mögliche, irgendwelche Schatztruhen suchen, die versteckt sind auf der Insel, damit du vielleicht ein anständiges Schwert findest, das nicht nach 2 Schlägen kaputt geht. Und danach kannst du das machen. Und offenbar eben die Master-Schwert-Quest, die als DLC kommt im Sommer, also jetzt dann bald, die funktioniert offenbar wieder ähnlich. Genau. Also du fängst mit nichts an, ich glaube auch wieder 45 Level oder so. Ja. Und einfach alles, was du da drin findest, kannst du behalten und weiterverwenden. Und anscheinend, wenn du alles geschafft hast, wird dein Master Sword verbessert zum Schluss. Genau. Das Master Sword ist ja recht cool in dem Game. Du hast, wenn du es dann mal findest, macht es 30 Schaden. Und wenn du es dann noch kannst nehmen. Genau, ja. Du brauchst 13 Herzchen, um es nehmen zu können. Ja. Und das heisst, du musst 10 Herzen sammeln. Das heisst, du musst 40 Shrines machen. Ja. Von dem her, ja. Und das Masterschwert macht 30 Schaden im Normalfall. Und wenn du aber Guardians, also gegen die Wächter kämpfst oder Boss oder den Ganon selber, dann leuchtet es blau und macht 60 Schaden. Und das ist ziemlich cool. Und offenbar, wenn du den Trial gemacht hast, wo als DLC kommt, dann nachher macht es immer 60 Schaden. Ja. Und leuchtet auch immer, oder? Und leuchtet immer blau, ja. So habe ich es auch verstanden. Ja. Dann hat es noch ein paar andere Sachen drin. Eine Korok-Maske kannst du haben, damit du einfacher kannst Koroks finden und noch ein paar damit andere nachher Sachen. einen goldenen Scheissehaufen bekommst. Genau. So ein Offenbar. Witz. Ja, eben, Naja. wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, in diesem Game, der Weg ist das Ziel. Du Ja, machst ja. nicht das Zeugs für die Belohnung, sondern du machst es wegen der Herausforderung selber. Genau. Und das ist eben cool. Aber auf was ich mich fast am meisten freue beim ersten DLC ist der Hero's Path, also am Held sein Weg. Das Genau. heisst, du kannst auf der Map nachschauen, wo du durchgelaufen bist in den letzten 200 Spielstunden. Das ist krass. Ja, ich habe jetzt 175 drin oder so und habe nicht mehr weitergespielt. Unter anderem, weil ich anders Zeugs am machen bin, aber auch, weil ich irgendwie, weiß auch nicht, im Moment eigentlich nichts mehr finde zu tun dort. Und ich freue mich so sehr, dort auf der Karte nachzuschauen, den Weg, wo mein Held gemacht hat, ab meiner Genau. ersten Spielstunde.
Da findest du vor allem auch raus, wo du wirklich noch nicht gewesen bist. Ganz genau. Du siehst so, oh wow, ich bin noch nie dort angelaufen und dann kannst du noch neue Orte anschauen. Weil es ist unglaublich, es ist so schwierig, sich das zu verinnerlichen, wie riesig das die Welt ist. Und ich meine, weißt du, kannst jetzt sagen, das habe ich jetzt an Horizon ja gemerkt. Du schaust um und denkst, wow, die Welt ist riesig. Und sie ist wirklich riesig. Aber mehr als die Hälfte davon kannst du eh nicht drüber laufen. Weil es einfach Berge sind oder so. In Zelda hast du das nicht. Breath of the Du hast Wild. auf jeden elende Berg raufkasmen. Jeder verdammte Hügel, den du siehst, Ja. ist unglaublich. Ist super. Das ist so cool. Es ist wirklich toll. Ich Was habe gleich macht's? meine Kritikpunkte. Ja, das ist normal. Das ist auch gut Ja. so. Muss auch sein. Eben, wenn ich jetzt sogar gesehen habe, beim zweiten DLC, der kommt, das wird gegen Winter sein. Wahrscheinlich Genau. dann, wenn das neue Super Mario rauskommt, dass man gleich auch noch Zelda spielt. Und zwar sollte dann dort eine neue Geschichte kommen, oder ein neuer Teil von der Geschichte, oder Genau. ein neues Hintergrundwissen. Und auch ein neues Labyrinth, oder zumindest ein neues Labyrinth, oder ein Dungeon, oder weiß Gott nicht, was das sein wird. Jawohl. Und zusätzliche Herausforderungen. Mehr ist nicht bekannt. Jawohl, wir haben es noch nicht gesagt. Weil sie wahrscheinlich einfach noch... Typisch Nintendo. Ja gut, ich meine, das ist auch mehr als ein halbes Jahr weg. Also von dem her... Ja. Das ist auch okay, dass sie das noch nicht erzählen werden. Ich meine, zuerst kommt jetzt noch D3 nächsten Monat. Und dort habe ich das Gefühl, werden wir vielleicht noch ein bisschen etwas sehen zum ersten DLC. Aber vor allem Mario werden sie ja erzählen werden, hat es geheißen. Ja, bestimmt. Mario Odyssey. Ja, das wird auch spannend. Ich möchte noch ganz schnell sagen, dass mir fehlen Items. Ah ja. Mir fehlt ein Enterhaken. Ich finde es zwar cool, das Zeugs aufzuklettern, aber ich hätte so gerne einen Enterhaken. Und der Bumerang ist auch nicht hübsch, wo kannst du haben. Das ist so... Weißt du, das habe ich gedacht, was hure geil wäre. Ja. Wenn es einen Enterhaken gibt, entweder als Rune oder irgendetwas anderes, was funktioniert wie in Just Cause 3 oder 2. Dass du wirklich halt dich überall anziehen kannst damit und auch wirklich eine mega extreme Reichweite hast. Und es müsste natürlich ein Item sein, das du eher am Schluss vom Game bekommst, weil wenn du das hast, dann kannst du überall hochklettern sofort und bist mega schnell, oder? Aber in Just Cause 3, ich habe es ja gespielt und das Game ist einfach so cool, zum einfach über die Landschaft rausrennen. Weil du einfach überall ankommst und du ziehst und danach machst du den Gleitschirm auf und fliegst in der Gegend rum und so und dann schwebst du wieder ein bisschen an und dann ziehst du dich wieder weiter und du musst nie landen. Es macht mehr Spaß als Batman Arkham City zum Umgleiten in der Stadt. Okay. Weil einfach der hure Enterhaken sich einfach überall festsetzen kann. Du hast nicht gewisse Ankerpunkte, wie das in Ocarina of Time kannst zum Beispiel, oder? Sondern du kannst einfach überall, was eine Oberfläche ist, kannst du den Haken anmachen. Das heisst einfach tschack, anschiessen und dann einfach wupp, anziehen und das ist so lässig. cool. Ja, Ja, schlussendlich- ich denke, so etwas Ähnliches wäre noch cool, aber es ist natürlich eben, dann ist die ganze Herausforderung in diesem Game ist nachher vorbei. Die Herausforderung gibt es ja, dass du so lange wie möglich am Gleiter bleibst, indem du kurz bevor du am Boden runterkommst, ein Feuerpfeil am Boden schiessest und den Aufwind nutzt, um wieder ein Stückchen weiterzukommen. Genau. Du musst einfach komplett Bufffood dabei haben oder Tränk, damit du das Stamina immer wieder aufhauen kannst. Ja. Aber du musst schon geschickt sein, damit es klappt. Ich habe die Challenge auch gemacht und ich habe einfach die Rivalis Gale gebraucht, also den grossen Sprung, den du machen kannst. Und bin einfach gerade ausgeleitet und das hat gelangt für den maximalen Preis. Also von dem her habe ich keinen Grund mehr gesehen, noch weiter fliegen zu wollen für das. Okay. Aber es gibt einen lustigen Bug, den einer gemacht hat. Der hat die Herausforderung gemacht und danach ist er über die halbe Map geflogen, weil er so viel Stamina Food und so viel Feuerpfeil dabei hatte. Und dann ist er über die halbe Map geflogen auf Eventide Island und ist dort gelandet. Oh, geil. Ja. Und danach hörst du einfach so, so Finish, oder? Und danach wirst du zurück teleportiert zum Turm, oder? Dann sagt er, wow, du bist mega weit geflogen, da, 500 Stutz. Und danach teleportiert der Link aber gerade wieder zurück auf die Insel. Und wo ihm dann all die Kleider weggenommen werden, oder? Und seine ganzen Outfits und das Zeugs. Weil einfach das Game so, wow, Moment, wo muss ich jetzt, wo kommt er jetzt an, oder? Das Game ist gerade überfordert gewesen. Und dann ist es weg gewesen? Nein, nachher ist er einfach wieder auf der Insel gewesen, ja. Okay. Es ist einfach lustig gewesen, dass er zuerst einmal noch zurück teleportiert ist und dann wieder Ja. dort hin, über die halbe Map drüber, oder?
Ja, ja. Es gibt, eben, das ist ja auch schon etwas, wo mega cool ist. Ich habe schon bei unserem allerersten Podcast, wo wir kurz darüber geredet haben, habe ich ja gesagt, dass ich glaube, dass wir sehr viele interessante Videos gesehen werden im Verlauf der nächsten 10, 20 Jahre zu Breath of the Wild. Ja, so wie die anderen, die da den Code generiert haben, dass sie alles Genau. bannen können, was sie wollen. Genau. Und hey, ich wünschte mir, ich könnte das auch. Weil dann würde ich mir so kleine Challenges machen und würde mir einen abfreudeln. Ich bin so ein notorischer Freude-Cheater. Wie bei GTA, jetzt erst mal die Story durchspielen und dann nur noch cheaten. Ja, Weißt du, was ich meine? Und einfach blödeln und ja. ja das wird das eben wär alle lässig. machen. Aber es ist eben, das ist eben so cool. Du entdeckst so viele lustige Sachen, oder? Leute, die, weißt du, jetzt nicht mal mit Cheats, sondern Leute, die die Game-Mechaniken brauchen, die im Game drin sind. Oder Ja, zum ja. Beispiel... Magnetlich. Genau. Irgendjemand hat herausgefunden, dass du eine Flugmaschine basteln kannst, oder? Zuerst hat einer so gesagt, hey, du kannst die hohen Ballone, die der Doctorox kennt, kannst du nehmen und auf ein Floß draufgehen und dann rauffliegen und wenn sie kurz vor dem Verplatzen sind, du einfach nochmal 4 draufschmeißen und dann kannst du so mega hoch rauffliegen. Und alle so, yeah, mega cool, wahnsinnig, oder? Das werden wir sicher nicht toppen können. Und irgendwie 2 Wochen später kommt einer, hey, wenn du eine Metallbox in eine Metallkarre rein tust und dann stehst du auf die Box drauf, kannst du die Karre lupfen mit der Magnetrune. Und dann so Das ist kannst du... verdammt schwer im Fall. Ja, ich habe es noch nicht probiert, Es ist aber wirklich mega schwer. Also, das glaube ich sofort. ich bin ein Stück weit wirklich aufgekommen. Es ist nur schon schwer, so einen Magnetblock zu finden und gleichzeitig so einen Wagen neu zu haben. Ja, Also ja. ich bin durchs halbe Goronendorf mit einem Wagen gelaufen. Ja, Bis kurz vorne dran, wo es die Kisten hat. Oder? Und das Problem war, dass dann irgendein bist in der Luft und dann fängt das Spiel an zu spinnen und dann spickt er das sich einfach weg. Und dann ist man in der Lava gelandet. Und ich habe es 3-mal nochmal probiert und gefunden, weißt du was, kannst du mich mal. ja, es ist Ganz nicht einfach. einfach. Es ist Nein, glaub, nein. wirklich nicht einfach. Also auch die Pros, die jetzt das recht oft gemacht haben, die haben schon Mühe damit. Schwierigkeiten. Oder du kannst den Karren beschleunigen, indem du eben etwas Magnetisches gegen Führer drückst. Genau, ja. Und dann haut es ihn gegen Führer. Oder wenn du ihn ab der Schiene nimmst und eine Bombe drin machst, ja. dann drückt es ihn auch gegen Führer. Ah, okay, das funktioniert auch. Ja. Irgendjemand hat ihn einmal umgedreht und hat dann nachher ein Scorecard-Race damit gemacht. Irgendwie. Also es ist wirklich irgendwo an einem mega langen Hang reingekumpelt und ist einfach so durch abgefahren auf der Wiese oder so. Es hat dann auch recht lustig ausgesehen. Oh, apropos, die Wiese durch abfahren. Hast du die Hütten entdeckt? Oben links im Gebirge, wo du mit der Snowboarderin. Ja, ja. Das ist das ist einer von den Lieblingsorten in dem Game. Es gibt so eine ganz kleine Holzhütte in den Bergen oben, im Gebirge, wo es ganz verschneit ist und so, wo eine alte Snowboarderin wohnt. Also alt. Es war irgendwie ein Champion oder irgendetwas und jetzt hat sie sich zur Ruhe gesetzt dort oben. Genau. Und Snowboarden kannst du ja auf den Schildern, oder? Alle machen das so in dem Game offenbar, in dieser Welt. Und sie sagt, hey, Challenge und so, oder? Auf die Zeit raus kannst du dadurch abfahren. Und das ist eine der coolsten Snowboarding-Strecken, die es gibt in diesem Game. Ja, ja. Und ich bin ja nicht so der Skater oder der Snowboarder-Dude oder so und auch die Games spiele ich nicht so, aber ich glaube, von all dem, was ich bisher gesehen habe, ist das beste Snowboarding-Game aller Zeiten. Na ja. Nein, Aber wirklich, es ist sehr innovativ und lustig. Also ich bin auch schon runtergefahren, einfach nur zum Spaß ohne Challenge. Ich eben Oder? auch, ja. Und das Lustige war, ich bin dann während der Challenge irgendwie vom Weg abgekommen. Ja. Und bin dann neu gelandet, wo ich noch nie war. Und es war so voll vernebelt gewesen, und dann plötzlich steht ein Floß gewesen, und dann bin ich dann dort weitergegangen. Weißt? Also nein, zuerst ist sie, glaube ich, abgebrochen worden. Und dann bin ich nochmal runter, weil ich wollte wissen, wo das ist und was dort ist. Also halt eben der ganze, wie heisst Entdeckerslust, wo da geweckt worden ist, wo das Spiel immer wieder weckt. Ja, voll. Das ist eben geil. Und eben, Das ist eben das, was ich so cool finde am Snowboarden in diesem Game. Es ist nicht ein Snowboarding-Game, aber du kannst snowboarden. Es ist nicht du kannst auch lustige Jumps machen und so. Und genau. so schauen, ach, komme ich da noch drüber? Okay, ich komme noch drüber, mache noch einen Jump, dann geht es wieder runter und los. Du kannst während dem Snowboarden kannst den Bogen führen nehmen und Gegner abschiessen. Du kannst
gumpen während dem Snowboarden und den Segler vornehmen und so nochmal ein paar Meter fliegen. Und es ist einfach, das Game ist einfach fantastisch, oder? Die Stimmung, die es dir gibt. Du kannst Zeugs entdecken oder du kannst Sachen machen, wo du weißt, sie sind cool und all das. Und ich liebe das Game. Ich habe vor einem Monat oder so habe ich irgendwo habe ich ein Ross aufgelesen. Irgendeins. Es war nicht ein speziell gutes gewesen. Und dann bin ich einfach am Strand entlang geritten. Und dann bin ich auf den Weg gekommen. Und danach habe ich es einfach, wenn du ja ein Ross hast, das treu ist, musst du ja nicht mehr steuern. Du musst nur mal Gas geben Genau. und danach rennst du von allein einfach den Weg entlang. Und dann habe ich das gemacht. Etwa 3 Stunden lang habe ich es einfach reiten lassen und ich habe nur die Kamera gesteuert. Ich habe einfach... 3 Stunden, ist der langweilig gewesen, Nein, oder ohne was? Scheiß im Fall. Das war so geil gewesen, das Erlebnis. Weil ich habe nur die Kamera gesteuert, ab und zu kommt wieder die Musik, dann geht wieder die Sonne unter und dann siehst du einfach Zeug so passiert und danach hat es irgendwo einen Gegner, der einen Zivilist angreift, dann bin ich schon abgestiegen, habe ihm geholfen und dann bin ich wieder weitergeritten. Und ich habe das einfach gemacht 3 Stunden lang und ich habe so viele Sachen entdeckt, die ich vorher noch nie gesehen habe, wo ich einfach das Game gespielt habe, oder? Und ich hätte das viel früher noch machen sollen. Und ich habe es bereut, dass ich das nicht von Anfang an so gemacht habe. Einfach ein Ross nehmen und einfach in der Gegend rumreiten. Einfach der Straße folgen und schauen, was auf mich zukommt. Und das Ich habe genau ein Pferd. ja, Und das heisst Epona und ich kann es Ja, nicht okay. umbenennen. logisch. Nein, es heisst Epona. Ich habe es über... Ich weiß schon. Weißt du welches? Ja. Darf ich es gleich noch den Hörer sagen? Ja, sicher. Eben, durch das ich bei dem lässigen Spiel hat sie natürlich Amiibo-Features und beim Link selber, und zwar Der Ocarina of Time Smash Link, oder? Genau, der Smash Link von Smash Brothers. Bei dem kommst du dann Depona über. Und die hat super Stats und volles Vertrauen und da funktioniert es halt einfach. Und darum habe ich irgendwie, ausser das königliche Pferd, das ich halt durch eine Quest haben müssen holen, Genau. von dann ja, das ist ein schönes Sieg, dort tue ich das noch abspeichern. Hast du gewusst, dass es am Ganon sein Pferd auch gibt in diesem Game? Gibt's? Wo? Gerade südlich vom Startgebiet hat es so einen kleinen Wüstenteil. Und dort hat es ein paar Rosse, die am Umwandern sind. Und eins von denen ist einfach riesig. Es ist schwarz und es hat eine rote Mähne, rot-orange. Ah, wow! Ich Ja. weiss, was ich nachher mache. Ja. Eben, Und das Coole ist wieder super toll an dem Spiel. Und das Coole ist auch, das Ross, du kannst zwar nicht beschleunigen, aber weil es halt so groß ist es generell schneller als die anderen Ross. Aha. Und es ist halt hure viel stärker. Ja. Und wie nennt man sie? Kanone, oder was? Ich has. Ich weiß nicht mehr, wenn ich es genannt habe. Ich weiß nur, dass ich das königliche Ross habe ich Rapier genannt. Okay, Weil das ist ein Schwert, das Zelda damals hat, das nennt man ein Rapier. Oder? okay. Und dann Ja, habe ich weiss, gedacht, ich habe auch, wie heisst Hyrule Warriors gespielt. okay, gut. Darum weiss ich das. Ja, sehr gut. Ja. Und irgendwie, ich glaube, ich hab dann gegoogelt, was am Ganon seine Schwerter heissen, die er damals hatte in den einen Games, aber ich habe es nicht mehr herausgefunden. Oder ich weiß Okay. nicht mehr, ob ich es herausgefunden habe. Ist ja gleich. Eben ganz viele solche Sachen gibt's. Es gibt, glaube ich, noch ein paar so spezielle Rosse in diesem Game. Hast du den Rossgott gefunden? Der Rossgott? Oh, Nein, das ja. Knochenpferd habe ich gefunden, aber keiner hat es wollen. Der Rossgott ist wie eine Fee, schon an einem anderen Ort versteckt. Und es ist auch so ein ähnlicher Feenbrunnen, aber wenn du dann hingehst und dann kommt so ein Ding raus, das nicht wie eine Fee aussieht. Es ist so halb... Ah, der Hirsch! Der so aussieht wie ein Hirsch. Dort, wo alle Häschen rumhoppeln. Dort, wo Nein, es zu Abend- nein. Nein, ich rede von einem... Es ist wirklich... Es ist ein Tümpel, wie bei einer Okay. Fee. Genau gleich. Ah, lässig. Und dort drin, wenn du dann dort gehst, interagieren, dann kommt der Rossgott raus. Ist so groß wie eine Fee, aber es sieht aus wie einfach so eine Kutte halt und so Knochenhand und das Gesicht ist nicht das richtige Gesicht, sondern einfach so eine Rossmaske aus Holz. Okay. Und sie hat die Macht, oder er oder es, hat die Macht, deine Ross, die sterben, wieder zu erwecken zum Leben. Okay, aber eben, du kannst aber nicht drauf rumreiten, auf dem Feenvieh. Nein. Okay, Das einfach ist wenn nur- das Ross verreckt. Genau. Kannst Die mit können dem- verrecken. Ja. Ist das noch nicht... ja gut, du hast Depona, ja. Ja, Mal, ja. Ross können sterben.
Oh. Ja. Wenn ein Gegner, Wenn er so dummerweise eine Metallplatte abgeht, oder was? zum Beispiel, oder eben wenn ein Gegner zu oft drauf reinschlägt, oder du kannst auch mit dem Schwert draufhauen und das Ross sterben lassen. Okay. Das ist recht übel. Das Game ist realistisch. Also ich habe auch mal irgendwie in der Hysterie rein, wo ich gegen Leuen heissen die ja. Bei uns. Lionel? Oder die, ja, Leuen steht. Leuen, okay. Leuen heißen die. Es hat einen Leuenhuf und Leuenbogen und Ja. eben da die, wie heißen die Viecher in der griechischen Mythologie? Halb Mensch, halb Pferd. Zentauren. Genau so Centauri, Mutterficker, der saumässig stark ist, vor allem wenn er weiss ist. Ja. Ja, und da habe ich gegen so einen gefightet und dann ist irgendwie das Ross aufgescheucht worden und ist vorbeigesäckelt. Da habe ich irgendwie zweimal mit dem Schwert reingehauen und ich gefunden, sorry, Pona. So. Ja. Eben, wie gesagt, wir kommen immer wieder darauf zurück, das Tollste an diesem Spiel ist wirklich das Entdecken, das Erleben und das Individuelle Ja, voll. an dieser Sache an sich. Ich Die möchte, Stories, die du selber machst, ja. genau, ich glaube, wir haben schon sehr viel pro geschwätzt. Ja, Und ich möchte jetzt einfach vor allem mit dir eigentlich auch darüber schwätzen, was du davon haltest. Und zwar etwas, wo mir gerade am Anfang aufgefallen ist, du hast keine verschiedenen Speicherslots. jawohl. Das, Genau. du hast eben die Möglichkeit, dass du einen neuen Account machst auf der Switch selber und dort das Spiel nochmal startest. Genau, ja. Oder? Aber ich finde, vor allem wenn du das Spiel nochmal spielen willst, eben zum Beispiel nochmal neu anfangen und einen Naked Run willst machen oder finde, jetzt mache ich alles nur mit Bogen oder weiß Gott nicht was, musst du extra für das einen neuen Account anlegen. Ja. Ist jetzt Finde ich nicht sehr komfortabel. Ah, ja, gut. Aber ich meine, Aber ist nicht das Schlimmste. wenn man jetzt zurückdenkt, oder beziehungsweise zurückdenkt, das ist immer noch das Ding. Alle Pokémon-Games haben genau einen Speicherstand immer. Ja, aber bei den Pokémon geht es auch hure Ewigkeit, bis du alle Pokémons hast. Ja. Und du gibst dein Pokémon-Spiel nicht aus den Fingern. Du schon? Weißt du, was ich meine? Nein. Mal. Ja, ich habe von dir ja. Pokémon Gel. Hast du Also es ich immer noch? ja, natürlich, hallo. Ich spiele das Kannst du mir das mal wieder schicken, oder was? Nein, ich habe es dir abgekauft, das kommst du nicht mehr über. Ah, scheiße, habe ich es aber auf den 30er oder so wahrscheinlich, nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Zusammen mit dem Das ist lang Stadium. Aber Pokémon Stadium finde ich im Fall nicht mehr. Ohne Scheiß, es ist einfach weg. Du hast auch mein Stadium, oder was? Ja, es ist jetzt mein Stadium gewesen. Ich habe mir wieder eins geholt. Ja, Aber eben, Du hast mir sicher geklaut. Gib's zu. nein, ich habe mir ein neues besorgt. Ich habe einen ganz grossen Kritikpunkt. Jawohl. Okay? Und zwar, im Gegensatz zu allen anderen Zelda-Titeln, empfinde ich, dass Breath of the Wild das einen wirklich geringen Wiederspielwert hat. Also Ja. nochmal neu anzufangen. Abgesehen von, hey, ich mache jetzt alles nackig. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Er hat es wirklich, weil ich kenne ja schon alles. Ich spiele lieber dort weiter, wo ich schon meine Herzleiste voll habe, zum neu entdecken. Oder? Es gibt dann nichts Neues zu entdecken. Weißt du, was ich meine? Ich sage, ein Ocarina of Time, tue ich jährlich wieder einen neuen Spielstand aufmachen und es einfach nochmal durchspielen. Ja. Weil ich das nochmal alles erleben will. Das Spiel will ich nochmal erleben. Das habe ich bei Breath of the Wild nicht. Bei Breath of the Wild erlebe ich individuell immer wieder. Oder? Aber wie du vorher gesagt hast, du weißt nicht, was du jetzt noch zu entdecken hast. Ja. Oder? Und ich bin jetzt auch nur noch meine paar Shrines am Collecten und schauen, dass ich alle Nebenquests gemacht habe. Und ich weiß nicht, was will ich denn noch? Dann warte ich auf DLCs. Ja. Das ist das, So, was ich im fertig. Moment mache. Eben genau, und das finde ich schade. Ja. Es ist Aber natürlich ist ja so, klar, es ist klar, sie haben etwas komplett Neues gemacht, sie haben es auch geschafft, etwas komplett Neues zu machen, sie haben ein wunderbares Game erschaffen, aber zum einmal komplett spielen. Ja. Fertig. Was willst du nochmal zu diesen Titanensäckeln, die du schon kennst? Also, schau, ich muss Oder ich die muss jetzt- Shrines, wo du an die Rätsel erinnerst. Ja. Du hast nicht, ich will das Item nicht, ich will unbedingt, wie ich zum Beispiel, ich habe mich so gefreut, können hinter den Friedhof in Temple gehen, bei Ocarina of Time und den Bongo Bongo besiegen. Es gab für mich nichts Größeres gegeben. Mich hat es immer angeschissen, noch in den Brunnen reinzugehen. Mhm.
Hat mich immer angeschissen. Ja, ich weiss Und wieso. den Wassertempel habe ich nur können, machen, weil ich gewusst habe, hey, ich komme nachher zum Schattentempel. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und das habe ich bei Breath of the Wild hinten und vorne nicht. Ich Mhm. müsste auch nicht mehr die Erinnerungen suchen. Ja, okay, das auch Weil ich nicht. es ja als Cutscenes kann schauen kann. Ja, was will ich denn was will ich machen? Ja, es ist natürlich so, gell? Ich habe das Gefühl, in 5 oder 10 Jahren werden wir auch mit nostalgischen Augen können auf das Game zurückschauen und dann auch wieder sagen, ja, ich will das auch wieder mal spielen. Auch Zeugs, die du jetzt nicht so wahnsinnig speziell findest. Aber das ist jetzt frisch, das Game ist vor 2 Monaten rausgekommen. Ja. Aha. Und ich habe jetzt die Story schon 2-mal durchgespielt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Oder mein Main-Account ist auch, wo ich mal fertig war und so, habe ich versucht, einen Naked Run zu machen. Also ich habe einen Naked Run gemacht. Und habe wirklich das Stadtgebiet gemacht und dann bin ich direkt zum Schloss gegangen. Einfach mit der Ausrüstung, die ich hatte. Und bin wirklich bis zum Boss gekommen mit der Ausrüstung, die ich hatte. Es war schwierig gewesen, weil du musst ja mindestens irgendwie an 2 Lionels vorbei, außer du kannst mega gut klettern, was du nicht kannst, wenn du nicht genug Stamina hast. Genau. Oder ja, das ist das Hauptproblem. Oder halt den Fluss drauf schwimmen und für das brauchst du ja auch Zora-Kleider, wo du ja nicht hast, wenn du einen Naked Run machst, oder? Das heisst, der Wasserweg gibt es nicht mehr. Du musst einfach durchkommen und irgendwie so gut wie möglich ninjaen und hoffen, dass es nicht schifft. Ja. Aha. Und ganz viel, ja genau, was natürlich auch cool fand, ist, dass du kannst den Guardians ihre Laser zurückschmeißen. Aber wenn du natürlich nur den Schild hast aus dem Startgebiet, heisst das, du musst es mit einem Versuch schaffen, weil sonst ist das Schild sofort kaputt. Und wenn du nur 4 Herzchen hast, bist du mit einem Schlag tot. Das heisst, ich habe ständig einfach nur gespammt den Save-Button und dann einmal probiert, gut, gestorben, einmal neu geladen, einmal probiert, okay, gestorben, einmal neu geladen, okay, jetzt hat es funktioniert, gut, speichern, zum nächsten Guardian, wo der Weg sperrt. Und solche Sachen, oder? Und es war eine recht coole Herausforderung gewesen. Und danach bin ich auch zum Boss gekommen. Und wenn du jetzt die vier Beasts nicht befreien tust vom Ganon und seinem Einfluss, dann kommen die Boss zum Ganon und kämpfen gegen dich. Alle 4 hintereinander, bevor du gegen den Ganon kämpfen kannst. Ah, okay, das ist schon wieder cool. Ja. Und das ist cool, aber das hat alles viel, viel, viel schwieriger gemacht. 4 Herzli, irgendwie habe ich glaube eine Fee irgendwo aufgelesen gehabt und halt einfach ein paar Holzschwerter und so. Und ich bin recht schnell bodigt worden. Das Beste, was ich geschafft habe, ich habe es so lange probiert, das Beste, was ich geschafft habe, ist zwei von diesen Boss habe ich besiegen. Und es ist immer die gleiche Reihenfolge. 2 von diesen Boss habe ich besiegen und dann weiter bin ich nicht mehr gekommen. Und danach habe ich aufgehört. Dann habe ich es aufgegeben. Und dann bin ich ein paar Shrines gemacht, habe das Master-Schwert geholt. Und danach bin ich weitergegangen und danach war es wirklich kein Problem mehr gewesen. Alle 4 Guardians kaputt, alle 4 Boss kaputt gemacht und Ganon ist mega easy am Schluss. Wenn ein Heiler-Schild kannst du ja auch alle Reise holen. Ja, das habe ich auch gemacht. Aber eben, Ja, weil das brauchst du ja. Wenn das ist super, um gegen Guardians zu kämpfen und dann ihre genau. Laserstrahlen zurückzuhauen. Es kann aber auch kaputt gehen. Ich weiss, das hat mich so genervt. Es ist mir schon 2-mal passiert und ich habe wieder neu geladen. Du kannst ja auf dieser Insel, die du aufbaust, in dieser Stadt, wo du Das habe ich aufbaust, jetzt gerade kannst du sagen. neu kaufen. Genau. Dann Ja. kannst du dir ein neues Schild holen. Ja. Aber Das ist der einzige Händler. Also du kannst ja gewisse Sachen, du kannst eigentlich alles verkaufen, was du auf dir hast. Also Kleider und so Zeugs. Auch das Zeugs, das einzigartig ist. Und es gibt eine Side-Mission, Terrytown. Und die ist mega lang. Das ist so eine Art... ja, also zuerst musst du dein Haus kaufen und danach musst du es ausbauen und so. Und danach hat es einen von den Mitarbeitern, der seine eigene Stadt aufbauen will. Und du hilfst dem, Leute zu finden, die ihm helfen, die Stadt aufzubauen. Also zuerst braucht er irgendjemanden, der die ganze Steine aus dem Weg räumt und alles Mögliche. Dann will er irgendeinen Händler und dann will er den Händler und einen Arzt und einen Priester und alles ja, Mögliche. und ganz viel Holz will er sein. Genau. Und am Schluss will er einfach, eben genau, wenn alles gut ist und so, danach steht die Stadt und dann hat es einen Händler, mit dem du kannst reden und der kann dir die Sachen wieder verkaufen, die du entweder verloren hast oder kaputt gegangen sind oder verkauft hast aus irgendeinem Grund. Und der gibt dir auch den Hylia-Schild wieder, wenn du ihn schon mal gefunden hast. Eben. Und einen Aber verkauft du kannst nicht einfach, aber nur wenn er weg ist.
Ja, eben, der Schild, der gibt es natürlich nur, wenn du einen schon gehabt hast vorher. Also den kannst du nicht sonst kaufen gehen und es gibt auch immer nur einen aufs Mal. Also du kannst nicht 10 Schilder dort holen. Ah, das ist schade, weil dann hätten wir die ganzen Schilder könnten Ja, aufhängen daheim. es gibt aber einen, In diesen 3 Slots, die du hast. es gibt aber einen Bug. Das finde ich auch so... Ja, ich finde, es sieht cool aus. Was? Ich meine, wenn du jetzt alles dort voll gehängt hättest, wäre es auch doof gewesen. Nein, aber wie zum Beispiel bei Skyrim oder dass du einfach beim Housing, beim ganzen Housing halt so Kisten hast, Ja, wo du Geschmäus kannst reinlegen. das wäre cool, ja. Oder das, ja, oder, ich meine, hey, wie oft habe ich wirklich eine geile Waffe, wo ich wirklich cool finde, weil sie auch cool aussieht. Ich muss sie ja nicht aufhängen, ich habe ja 3 Slots. Das lange Ja. Jemand hat einen coolen Bug entdeckt. Und zwar kannst du Items, die du auf dir trägst, klonen. Das funktioniert für Waffen und Bögen wahrscheinlich auch und Auch viel. und Schilder natürlich. Das Ding ist, du musst zu einem Bokoblin Camp gehen. Du musst denen allen ihre Waffen wegnehmen, dass sie keine Waffen mehr haben. Und dann hast du 10 Bokoblins, die Steine nach dir schmeißen, oder? Und dann musst du musst ganz viel Lionel-Bögen haben, die 5 viel schiessen. Und dann musst du die alle fallen lassen vor denen, damit jeder von denen möglichst alle können die Bögen aufnehmen. Und dann fangen sie an, viel auf dich zu schiessen. Und das Game hat einen Bug, dass wenn du zu viel und sie schiessen Elektropfeil auf dich, das ist auch wichtig. Und wenn zu viele Pfeile auf dem Bildschirm sind, danach ist die Konsole überfordert und kann gewisse Sachen nicht mehr laden. Das heisst, wenn du ins Pausemenü gehst, hast du unter Umständen nur noch den Kopf vom Link dort. Und den Rest kann das Game gar nicht laden. Und wenn du dann deine Waffen ausrüstest, zum Beispiel das Masterschwert und den Hylia-Schild, und du dann wieder aus dem Pausemenü rausgehst und du getroffen wirst von einem Blitzpfeil, dann lädt er das Zeug fallen. Aber gleichzeitig ist es immer noch im Inventar drin. Das heisst, wenn du es aufliest, hast du es nachher geklont. Ja. Das ist noch cool. Ja. Weil dann kannst du, wenn das Masterschwert 1 seine Energie aufgebraucht hat, auf das Masterschwert 2 nicht. Ich bin nicht mehr sicher, ob es wirklich geht mit dem Masterschwert. Weil ich glaube, der den Bug ursprünglich entdeckt hat, der hat herausgefunden, dass das Masterschwert so davor fliegt. So wie eine Rakete. Wenn das passiert. Okay. Das heisst, sie haben, wo sie das Game gemacht haben, wirklich offenbar geplant gehabt, dass du das Schwert kannst fallen lassen. Was ja jetzt im Moment ja eigentlich im normalen Gameplay ja nicht vorkommt. Du kannst es ja nicht wegschmeißen und du kannst es ja nicht verlieren, oder? Aber offenbar in diesem speziellen Fall fliegt es wirklich davor wie eine Rakete und steht, es ist zurückgekehrt in Kokiriwald und dann musst du es wieder rausziehen. Aha. Ja, ist noch lustig. Aber sonst funktioniert es, glaube ich, wirklich für alle Waffen und Schilder. Eventuell auch für Bögen. Aber du hast eh keine Bögen mehr, weil du musst irgendwie 10 musst mindestens abgeben. Ja. Du musst mega viele Slots haben. Ausprobiert habe ich es selber noch nicht, aber ich habe ein Video gesehen online. Also es ist legit. Ja eben. Da haben wir wieder das. Dank der Community, die es da ja drumherum gibt, kannst du dir neue Ideen eigentlich auch sammeln. Ja. Wenn du selber nicht auf irgendeinen Seich gekommen bist, dann kannst du selber nochmal abschauen und selber ausprobieren. Genau. Das ist cool. Auf das freue ich mich auch. So Sachen werde ich dann auch nachher machen, wenn ich alles collected habe. Und das ist eben das, was ich so geil finde an dem Game. Du schaust etwas an und denkst, geht das echt? Oder? Weil das Game ist physikbasiert, zu einem grossen Teil. Dann denkst du, was passiert echt, wenn ich da eine Schatztruhe anstelle, eine Metallplanke drüber und dann einen grossen Stein drauf fallen lasse auf der einen Seite. Und danach hast du ein Katapult bastelt. Und das ist nicht etwas, wo die Game Designer programmiert haben, die nicht eingeben, du kannst ein Katapult bauen, sondern du hast einfach die Physik-Optionen da und du kannst mit dem machen, was du willst. Und dann kannst du Zeugs ausprobieren und schauen, ob es geht oder nicht. Und das ist das, was so geil ist an dem Game. Und du siehst ständig wieder eben Videos online oder hörst irgendwo so, hey, ich habe das und das gemacht. Und dann denkst du so, was, das kann man, das ist möglich, das gibt's. Ja. Und alles so Zeugs. Und dann denkst du immer so, wow, das ist verdammt geil, oder? Ich muss das ausprobieren. Ja. Und das ist einfach ich liebe das Game. Ja, absolut. Eben, zum das Ganze nochmal zusammenziehen, es ist ein geniales Spiel. Sie haben absolut das
am Schluss hervorgebracht, was sie vorgehabt Jawohl. haben. Sie haben einen riesen Erfolg erzielt. Er wird da bleiben. Ja, definitiv. Und ich glaube, durch dass das erste Zelda ist, wo wirklich über DLCs wird verfügen, wird da sicher noch vieles Hübsches auf uns zukommen. Ja, ich bin gespannt, ja. Und es ist definitiv ein Kauf wert. Ja, absolut. Ich würde es natürlich für die Switch empfehlen, weil es einfach auch hure geil ist, dass es im Zug spielt. Ja, das ist wirklich... Nur schon das allein ist eine Empfehlung, also eine Erfahrung, meine ich. Ja. Das ist etwas, was du nicht kannst eigentlich dir vorstellen, wenn du es nicht wirklich ausprobiert hast. Du spielst das Game daheim und dann wirklich... weißt, du schaust den hohen Werbespot an von der Switch und denkst so, ja, okay, weißt, es ist schon cool, es sieht ein bisschen übertrieben aus. Und du hast es daheim und es funktioniert genau so, wie es angepriesen wird. So. Und du hast nicht irgendwelche Bugs oder irgendwelche Lags, nein, es ist wirklich 1:1. Du spielst es, ziehst es raus, spielst es weiter unterwegs. Du hast die Set rein und ich liebe den Standby-Modus bei dieser Konsole. Du musst die Konsole nie abstellen. Du drückst oben schnell aufs Knöpfchen und dann geht es in den Schlafmodus. Und dann drückst du wieder drauf, tust mit A bestätigen und spielst genau einfach wieder weiter. gleich. Und du hast kein... Und zwar voll Ja, flüssig. keine Ladezeiten, nichts. Es ist einfach... Ja. es ist so geil. Es ist nur schon, wenn du wirklich voll verbissen bist und nur 10 Minuten hast. Ja, genau. Das sind 10 Minuten. Und das ist eben Und das cool. langt, um vielleicht das hure Schweinrätsel noch schnell zu Ganz lösen. genau. Bevor du etwas musst machen oder einen Termin hast oder irgendetwas. Ich meine, das ist doch der grösste Töter. Bei, sagen wir jetzt mal, PS3 ist es am schlimmsten gewesen. Du kommst heim vom Arbeiten und denkst, oder jetzt schnell ein bisschen gamen. Du hast die Konsole anlassen, die Konsole muss ein Update machen. Okay, gut. 20 Minuten warten. Danach muss die Konsole neu starten. Es geht so lange. Okay, gut. Das Game starten. Das Game muss auch ein Update machen. Ja, okay, schön. Okay. Ja. Nochmal 20 Minuten Und das warten. Update, wenn es abgeladen ist, musst du dann neu installieren. Ganz genau, dann muss es noch Da musst du installieren. schneller dran denken. Und, Mann, es ist so mühsam. Und dann, dann musst du das Game starten, dann brauchst du verdammt lang durchs Menü durchgehen. Okay, das Game starten, dann, wo bin ich eigentlich? Okay, jetzt muss ich wieder dort anlaufen und so, bla bla bla, weil Save Point etc. Nein, das gibt's nicht. Ja. Knöpfe drücken, andrücken, zurück im Game, fertig. Und, ich liebe es für das. Und Genius. selbst wenn du mal ein Update musst machen, ich habe gerade heute wieder eins gemacht, du tust mit dem Internet verbinden, du sagst Update machen und dann nachher sagt er, sucht nach dem Update, Bing, Update installiert, Konsole wird jetzt neu gestartet. Konsole startet neu, fertig. Das ganze Ding geht 30 Sekunden. Ja. Ein Update, Mann. Also ich meine, klar, es sind wahrscheinlich nicht die grössten Updates im Moment. Aber auch Game-Updates. Für Breath of the Wild haben sie jetzt schon 2 Updates rausgebracht. Und genau im gleichen Stil. Zeitaufwand 30 Sekunden von dem Moment an, wo du dich beschliessest, das Update zu machen. Es ist unglaublich. Und dann gehst du wieder zurück ins Game und spielst weiter. Weißt du, was auch noch lässig Was? wäre? Wenn sie so einen kleinen, auch wenn es nur beschränkt ist, so einen Online-Modus würde machen, dass man das Zweite durchs Zeugs reiten. Ja. Das wäre mega lässig. Und das Zweite irgendwelche Gegner besiegen oder sonst irgendwie. Ich glaube, das wäre, weißt du, wenn es alle schon durchgespielt Ja, voll, haben, ja. wenn alle die Story kennen und alles schon gesehen haben, einfach jetzt mal das Zweite gegen, das muss jetzt nicht unbedingt gerade gegen den Ganon sein, Ja. weißt du? Aber gleich eben die Leute besiegen, das Zweite. Oder, Ja, voll. nur schon durchs Zeugs reiten miteinander. So ein Moblin-Lager von 2 Seiten angreifen. Das wäre so cool. Das wäre richtig geil. Weißt du, so à la Four Swords. Ja. So, das wäre ja eigentlich möglich. Es interessiert ja keinen, ob es jetzt reinpasst oder nicht. Das wäre einfach Ja, geil. voll, ja. Also bitte Nintendo, mach's wahr. Ja, wer weiß, was als nächstes kommt. Ich meine, der Eiji Aonuma hat auch schon gesagt, dass Breath of the Wild wird jetzt eigentlich die Schablone sein, zumindest für die nächsten paar Zelda-Games, wo sie sich daran halten und auf dem sie darauf aufbauen. Und wenn das wirklich stimmt, dann bin ich mega aufgeregt, weil du hast so viele Möglichkeiten mit dem. Und das habe ich schon ein paar Mal... Vielleicht bringen sie auch alte Elemente wieder rein. Definitiv, Wie eben so Dungeons, weil sie wissen ja, die Leute... Also ich bin nicht der Einzige, der das natürlich vermisst. nicht, ja. Ich vermisse es auch. Weil, ich meine, ich habe die Dinge habe ich cool und interessant gefunden, aber es ist halt auch, eben, wenn du drin bist, designmäßig sehen sie genau gleich aus, oder? Und, Genau. und auch Musik und so, und das vermisse ich halt schon. Ich meine, wenn du jetzt an Ocarina of Time denkst, eben, wie du so schön beschrieben hast, du gehst in den Waldtempel rein und du hast die Musik, die einfach so ein bisschen mystische, waldmäßig halt tönt und du hast den Wolf, der dort heult und danach hast du einen Baum, der über dich drüber ragt und dann gehst du in den Raum und so und es ist einfach, alles ist anders, aber thematisch halt passend. Oder der Wassertempel ist vom Design her
also einfach vom visuellen Design her und Musik und all das Zeugs, so faszinierend und so cool und interessant. Aha. Oder eigentlich, Ein bisschen scheiß Mechanik mit dem Wasser verstellen, Ja. aber sonst ist es geil. oder, Da habe ich den in Twilight Princess, den Wassertempel, so hübsch gefunden. Ja, voll. Mit den Mosaiksteinchen Ja, auf den voll. Seiten und alles. Das ist richtig so, wow. ja, aber ich meine, Dungeons in Zelda haben sich mega weit entwickelt eigentlich, oder? Und Ja. sind auch immer interessanter und spannender geworden. Und Und jetzt haben sie es einfach außen vor. genau. Und das ist definitiv Absicht gewesen, oder? Weil sie wahrscheinlich einfach Ja. eben, ich glaube, das Ziel von dem Game ist eigentlich generell mehr gewesen, dass du mehr Zeit in der freien Welt halt verbringst, oder? Ja. Und nicht irgendwo in geschlossenen Räumen. Was ich ja auch verstehe, weil die Welt ist so geil und du kannst so viele Sachen entdecken. Und du könntest sagen eigentlich, die Welt ist der Dungeon, oder? Du hast die verschiedenen Gebiete und du hast die verschiedenen ja, Orte, oder? ja. Und alles hat seine fixen Regeln und Funktionen und so. Ah, da habe ich auch noch etwas. Und zwar bin ich irgendwann hoch oben gsi. Ist alles verschneit gsi. Es ist gerade ein Schneesturm gsi. Ich bin von einer Klippe runtergekommen. Im Gleiter drin gsi. Und habe nichts gesehen. Nichts. Geil. Nicht unten, nicht hinten, nicht oben, gar nichts. Natürlich sinke ich weiter runter und der Schnee wird zu Regen. Was? Oder? Während dem Schneesturm. Ich habe Ja, in ja. der Höhe bin ich abgesunken. Also es war nicht mehr so kalt gewesen und es ist zu Regen Wahnsinn. geworden. Oder? Ich bin weiter runter, habe langsam gemerkt, wie sich auch der Nebel ein bisschen lichtet, sozusagen. Unten durch habe ich langsam Land erkannt, aber noch nicht richtig. Bin dann immer weiter runter, das Wetter hat angefangen aufzutun. Und in dem Moment, wo ich gelandet bin, so genial, ist der Regen weg gewesen und es war gerade ein Sonnenaufgang gewesen, Ach. also an einer Strandküste. Hör doch auf. Weißt du, so richtig so, oh, richtig hübsch. Das sind die Und Momente. das ist also, das ist so richtig, eben, das ist der Moment gewesen, überhaupt. Es ist zur richtigen Zeit, die richtige Entscheidung, damit ich das erlebe. Und es hat mir keinen Erfolg gegeben, es hat mir kein Item gegeben, keine Rubine, aber es ist wertvoller gewesen als ein silbriger oder ein goldiger Ganz Rubin, genau. weißt du, was ich meine? Und auf dem Das ist das Game eben aufgebaut. Und das liebe ich an dem Game. Und Ja. ich habe eine ähnliche Story, wo ich, das, was ich vorher erzählt habe mit dem Ross, wo ich einfach 3 Stunden am Umreiten war. Oder? Ja. Ich bin einfach wirklich rumgeritten und ich habe die Kamera gesteuert und sonst einfach nichts gemacht. Und das heisst, ich habe sie ganz vorsichtig gesteuert, damit es ein bisschen wie ein Film ausgesehen hat Wie ein eigentlich. Film, ja, ich Und, kenne das. Hauptsache es sieht gut Ganz aus. genau. Und einfach, ich habe einfach die Stimmung genossen. Und jetzt, wenn du ja reiten tust lang, dann gibt es 2 Lieder, wo im Hintergrund anfangen zu spielen, wenn es nicht Gegner in der Nähe hat oder so. Und eins spielt durch den Tag und eins spielt durch die Nacht. Und jetzt bin ich... Und manchmal ist es auch einfach still, oder? Weil das Game dich die Welt geniessen lässt, ohne dich mit Musik zu bombardieren, was ich auch cool finde, oder? Was ich aber auch wiederum ein bisschen vermisse. Ja, auf eine Art schon, aber gleichzeitig verstehe ich, warum das sie es machen. Weil wenn dann die Ja. Musik kommt, ist sie mega fein und unterstreicht einfach das, was du siehst, Ja. oder? Und unterstreicht eigentlich das Gefühl, das du hast in dem Moment. Und wie gesagt, ich bin am Reiten und ich bin in so einer Schlucht, oder? Und neben mir hat es einfach Felsen und so. Und es ist Nacht gewesen eigentlich, es ist dunkel gewesen und das ist gerade still gewesen, also keine Musik in dem Moment. Und dann reite ich und so und dann merke ich, okay, jetzt kommt langsam Wiese und die Hügel werden ein bisschen kleiner auf der Seite und ich komme langsam rauf. Und ich bin einfach am Kreisen gewesen, um mein Ross herum, um meinen Charakter herum mit der Kamera und habe einfach geschaut. Und in dem Moment, wo ich von der Seite an den Charakter anschaue, geht hinten dran gerade der Berg weg. Es ist ein mega schöner Sonnenaufgang. Ich sehe über ein riesiges Tal und die Musik fängt an zu spielen im gleichen Moment. Und es ist wirklich so, ich habe fast Tränen in den Augen gehabt. Das ist so ein schöner Moment gewesen. Und das ist Zeugs, was du erlebst in dem Game. Es ist komplett ungescriptet und du kannst es nicht replizieren und es ist nicht voraussehbar und es ist nicht geplant. Es ist einfach Zeug so passiert, weil die Welt einfach so ist. Und das ist so genial. Und das ist etwas, was ich noch nie erlebt habe mit irgendetwas anderem. Ich habe auch der vergessene Tempel ist das, glaube ich. Auch in dieser Schlucht inne. Ich habe Ewigkeiten mit dem Signal den Shrine gesucht. Aha, ja. Und dann habe ich geschnallt, dass der unten dran ist. Dann habe ich das endlich geschafft. Der Schrein war weit unten versteckt gewesen und von zig Wächtern bewacht Genau, gewesen. ja.
habe es dann mit Mühe und Not wieder rausgeschafft. Bin dann dort wieder raufgeklettert in die Schlucht rein. Habe gedacht, endlich draussen, weißt du. Und es war ein schönes Gefühl gewesen. Und in dem Moment kommt von oben, von der Schlucht oben runter, der rote Drache. Ah, geil. So zu fliegen, weißt du. Und ich denke so, wow, voll geil. Ja. Richtig, das war echt hübsch gewesen. Ja. Man könnte noch zig so Erlebnisse aufzählen. Schlussendlich muss man das Spiel selber gespielt haben. Das ist so, ja. Aber das wollte ich auch noch schnell loswerden. Wo ich das erste Mal einen Drachen gesehen habe. Und ich habe nicht gewusst, dass es Drachen gibt in diesem Game. Ich bin gerade ab dem Plateau runtergekommen und habe in Richtung Lanayru-Brücke geschaut. Also eigentlich nach Süden, mehr oder weniger. Dort, wo eben der geile Drachen ist. Und ich habe... Genau, dort über dem Hylia-See. Genau, ja. Und ich bin aus irgendeinem Grund bin ich dort am Durchlaufen gewesen und ich habe Screenshots gemacht davon, weil in dem Moment gesehen ich einfach in Distanz einfach den geilen Drachen vorbeifliegen. Und ich einfach so, what the fuck ist das? Oder? Ist das ein Boss? Was ist das? Es sieht so cool aus und er ist so weit weg gewesen, dass ich einfach nie ihn erreicht hätte, wenn ich es probiert hätte. Aber ich bin einfach fasziniert gewesen, oder? Weil das halt random ist, oder? Es ist nicht, du laufst an den Punkt hin und dann passiert etwas, sondern das ist einfach Zeug, das einfach passiert in dieser Welt. Und ja. Es ist auch für mich das erste Zelda, wo ich ohne Problem irgendjemandem, der neben mir sitzt, kann den Controller in die Hand geben und sagen, mach einfach mal etwas. Ja, voll. Oder jetzt zum Beispiel eben am Andi, seine Tochter, die ist jetzt ja voll Zelda angefressen, unter anderem wegen Breath of the Richtig Wild. so. Also, das muss ich dir schon erzählen. Ja, so unbedingt. Geil. Da bin ich irgendwann an einem Punkt gewesen, wo da habe ich gesagt, ich weiss jetzt nicht mehr, was machen. Ich muss dort hin, aber ich weiss nicht mehr wie. Und dann sagt sie, du musst das und das so und so machen. Du musst etwas auflöpfen und anstellen. Und ich habe gesagt, von wo weißt du das? Sagt sie, ich habe YouTube-Videos geschaut. Und sie ist knapp 7, noch nicht ganz. Weißt du, wie ich meine? Hardcore. So genial. Und sagt sie, ich will jetzt die Skika-Rüstung anlegen, dann kann ich mich an die Viecher anschleichen. Weißt du, so richtig toll. Und ich habe wirklich, sonst, ich gebe Zelda nie ab. Ja. Weißt du, höchstens mit jemandem, der es kennt. Ja. Wo man es zusammen spielt, so wie wir hier zusammen haben können spielen und können abgeben. Oder? Wir können vielleicht noch am Rand unser Let's Play erwähnen, wo man glaube gar nicht richtig findet. Momo, das ist auf meinem YouTube-Kanal. Ist das auf dem YouTube-Kanal? Ja, ich das sonst verlinken nachher. Mach das. Die Leute sollen das sehen. Da, genau, wie wir da lässig rumgelässelt haben. Wir haben es im Heldenmodus gespielt, oder? Jawohl. Ja, yeah, ohne Herz. Wir waren Hardcore gewesen. Und wir haben Huren auf die Fresse bekommen die ganze Zeit. Gegen den Vogel, so geil. Die Szene mit dem Vogel, wo man so knapp... Die Leute sollen jetzt einfach schauen, weil das ist die beste Szene im ganzen Let's Play. Überhaupt. Nein, eben, ich kann ohne Probleme es abgeben. Oder? Und ich geniesse es auch, zuzuschauen, wie jemand anders spielt. Oder? Und wie sie ins Loch geht, ist, wo der Blutmond gekommen ist. So, schau mal, mega cool. So, wirklich. Ich sag dir, wo der erste Blutmond gekommen ist, habe ich fast in die Hose gepisst. Ich habe gedacht so, what the fuck? Ja, wirklich, es ist einfach, zuerst, es baut sich ja mega lang auf, zuerst hörst du einfach so, oder weißt du, so, die Musik, oder, die so langsam aufbaut, und danach so hure wie so Asche, wo anfängt in der Gegend rumfliegen und das Licht wird rot und dachte so, hey, was zum Teufel passiert? Und dann drehst du dich um und du siehst einfach, der Mond ist einfach rot und dann holy shit, und dann kommt die Cutscene. Und dann habe ich gedacht, wow, oh mein Gott, das ist hure übel. Ja. Mir ist es ab dem zweiten Mal also ich habe es ja vorher schon gekannt. Ich habe es ja schon gekannt, oder? Aber mir ist es gerade da passiert, wo ich gefunden habe, jetzt gar nicht richtig Ganon. Und da habe ich gerade den Leune besiegt gehabt, und da wollte ich rauslaufen und dann spawnte sich einfach wieder wegen dem Blutmond. Ja, eben. Und da bist du mal froh, hast du gerade mal den sich besiegt. Oder? Ah ja. Das ist schwer. Das ist noch ein ganz kleiner Kritikpunkt, dass ich persönlich den weißen Leune härter finde zum Besiegen als den Ganon selber. Ja, der Lionel ist halt... Lionel sind freiwillig, gell? Der Ganon ist Story, das heisst, der muss besiegen können. Aber ich hab beim ersten Mal, als ich gegen den Ganon gekämpft habe, habe ich auch ein bisschen Mühe gehabt. Also habe ich mehr Mühe gehabt, weil ich halt einfach irgendwie das System noch nicht begriffen habe. Und ich habe zu dieser Zeit noch nicht gewusst, dass ich die Laserstrahlen reflektieren mit meinem Schild. Das ist mir per Zufall passiert. Mir eben nicht. Ich habe die ganze Zeit mit dem Einhänder gespielt. Ja. Weißt du? Ja. Mit Zweihänder. Und darum ist mir nicht passiert, dann ist mir der Zweihänder an den Arsch gegangen. Dann habe ich gerade gewechselt. Ja.
auf Einhänder mit Schild. Und dann ist er an das Schild angespickt. Und dann habe ich gesehen, dass es wie beim Spiegelschild sozusagen den Strahl reflektiert. Ja. Und ab dem Moment dann. Ja. Haben wir uns daran erinnern, weil ich habe nie den Block auch nie gemacht. Ja, ich eben auch nicht. Ich habe das viel zu wenig gebraucht eigentlich. Aber du kannst so viel Zeugs kannst blocken. Ja. Eben. Du kannst zum Teil den gewissen Gegner auch so ihre Waffen zur Hand ausschlagen, wenn man es rechtzeitig macht. Es ist genial. Und es ist nicht ein Quicktime-Event, so wie es in Wind Waker oder Twilight Princess ist, sondern es ist wirklich ein Ding, das du jederzeit machen kannst. Es ist eine Grundgame-Mechanik. Und das ist eben das, was das Game so spannend macht. Genau wie das Gleiten und mit dem Bogenschiessen. Es ist ein Ding, das du jederzeit kannst machen, weil das einfach zum Game dazu gehört. Und oder vom Ross springen und gleichzeitig den Move das ist nicht, weißt, in anderen Games wäre das etwas, wo du in gewissen Sequenzen gegen einen Boss musst machen oder irgend so etwas und danach hast du es nie mehr im Game und das wird extra beigebracht für die eine Sequenz. Und da in dem Game ist es einfach eine Grundmechanik, die du einfach immer hast. Und das ist einfach genial. Raffi, ich glaube, wir könnten ewig weiterreden über das Game. Ja. Es ist fantastisch. Aber ich glaube, wir müssen langsam ein bisschen zu einem Schluss kommen. Aber ich denke, wir werden sicher früher oder später irgendwo in einem Podcast wieder mal irgendetwas erzählen haben. Vielleicht, wenn dann DLCs rauskommen oder so, werden wir sicher mal in unserem «Fühlst du mich, spürst du mich» am Anfang von der Episode kurz nochmal auf das eingehen. Super, ja. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr dürft natürlich gerne auch den Link nachschauen von unserem Let's Play, wenn ihr das noch wollt, unbedingt sehen, wie der Raffi und ich auf den Arsch bekommen beim Wind Waker Gamen. Sonst liket unbedingt unsere Facebook-Seite, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, also der eine von uns. Ich bin der Chris Crowdley, Chris, wenn man sagt, und dann CROWDLY. Raffi, hast du einen Twitter-Account? Ich glaube schon. Aber ich nutze das nie. Okay, gut, dann nehmen wir das. Ich nutze es nicht zum Lesen, selber poste ich nicht. Aber ich habe Facebook. Der Raffi hat Facebook, genau. Eben, und wir sind alle auf der Nerdy Birds Facebook-Seite. Dort unbedingt abonnieren, liken, beobachten. Ihr könnt natürlich auch unsere Soundcloud-Seite auch abonnieren. Dann könnt ihr gerade direkt unser Zeugs anschauen. Aber sonst am besten beides. Ja. Fleissig Daumen und Herzlis verteilen, einen Kommentar hinterlassen, wie sexy unsere Stimmen sind und was für tolle Dudes das wir sind und was für ein enormes nerdiges Fachwissen wir an den Tag legen. Nerdige Trivia, genau. Nein, eben. Ja, nice sind ihr dabei. Ja, wirklich schön. Und wir haben das sehr gerne mit euch geteilt. Also mit euch zwei, die das gelesen haben, wahrscheinlich. Und eben, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Ideen, Feedbacks und so, unbedingt sofort melden. Auch Ideen für Themen. Wir haben, als nächstes werden wir immer noch über Filmvergaming reden. Das ist immer noch das Ding, was passieren wird. Sobald wir es ankriegen, hoch versprochen, hochheilig. Wir schaffen es. Vorbereitet werden ja, aber der Zeitpunkt hat es einfach nicht wollen. 1,5 Wochen. Es liegt nicht an uns. Der Raffi ist schuld. Nein, warte, der Raffi ist da, damit. Nein, der Andi ist da, der Raffi ist da, der Andi ist Genau, der Andi ist schuld, ganz allein. Ja, kein anderer. Nein. Der hat sich einfach nicht vorbereitet und schleicht sich davor das ab. Oh, ich habe kein Internet. Ja. Oh, ja, genau. In der heutigen Zeit ist kein Internet, schon klar. Ja, gut. Ich meine, der wohnt so auf dem Berg, weißt du, was ich meine, von dem her. Okay. Ist lässig gewesen. Ist es. Und spielen Breath of the Wild. Kauft euch Switch. Gut. Oder im schlimmsten Fall ein Wii U. Unbedingt. Und spielt das Game. In dem Fall wünsche ich noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer gerade für eine Zeit ist bei dir, wo du das hörst. Und Ade. Habe schöne. Schönen Abend. Ade.